Ah ja, siehste, wusste ich's doch, dass da 'n Problem dahinter ist. 'N Problem dahinter ist? Ja, nee, sorry, ich kriege das alles nicht hin mit diesem Planen von dem Stream. Und dann gehst du hier auf Stream starten und dann starte ich den Stream und alles freue mich so und laber und 3 Stunden und dann so, Doch. dass da Irgendwie sehe ich ja gar 'n nichts. Problem Oh, dahinter warte, ist. warte, 'N was an? Ich höre Problem auch gar dahinter nichts. ist? Ja, nee, Ja, jetzt höre ich mich sorry, gut. ich kriege Alles das klar. ja, man muss dann noch mal auf also Stream starten ist ungleich live gehen. Seltsam. Seltsam, aber so steht es geschrieben. Hier passt soweit alles. Ja, ja, komm, ich muss mal was in den Chat schreiben. Tag. So, Tag ist immer gut. Also, ihr lieben Leute, Windows der Tag wird okay. Was wollen wir heute machen? Thumbnails. Also, Fingernägel. Das war falscher Finger, aber ihr wisst, was ich meine. Ich habe da schon was vorbereitet. Ja, also hier, kurz Übersicht hier. Das war mein Thumbnail, das ich mir gemacht habe für Teil 1. Und das ist gerade das aktuelle. Hm. Der, der geübte Blick wird hier etwas erkennen. Also ich erkenne es auf jeden Fall sofort. Ähm, Den da, das kann ich ja eigentlich noch zeigen. Das müsste das da sein. Ich gehe schon mitten los. Also zuallererst mal, ich mache das natürlich in GIMP. Warum mache ich das in GIMP? Ja, weil ich mich in GIMP wenigstens ein bisschen auskenne. Ja, warum machst du das nicht in Photoshop? Weil Photoshop Geld kostet, Mann. Nee, wie so oft, ähm, ja, kommt das auch, weil ich lange Zeit und auch immer noch Linux nutze als Betriebssystem, als Hauptbetriebssystem. Ja, ich muss aufhören, darum zu spielen. Als Hauptbetriebssystem sowas und ja, da hast du halt mit deiner Paketverwaltung und alles. Es ist voll einfach. Hier, ich suche irgendwie ein Ding, um Bilder zu bearbeiten. Ja, hier nimm GIMP. Alles klar. Kostet das was? Nee, natürlich nicht. Okay, cool. Und ja, so bin ich dann wohl an GIMP geraten über die Jahre und nutze es halt immer noch. So, warum habe ich eigentlich Kopfhörer auf? Ich bräuchte gar keine Kopfhörer. Ich meine, ich brauche gleich Kopfhörer. So, bla bla bla. Was wir machen wollen ist, wir wollen uns ein Thumbnail erstellen. Wie man hier sieht, ist dies das Thumbnail vom zweiten Teil. Ich kann dir mal kurz erklären, wie ich das grundsätzlich mache. In diesem Falle bin ich hingegangen, habe mir einfach nur einen Screenshot aus dem Spiel genommen. Die Figur hier ist egal, die wird eh überdeckt. Es ging mir einfach nur, dass ich ein bisschen Hintergrund habe. Den Hintergrund hätte ich noch abdunkeln können, aber der war soweit in Ordnung. Und dann erstmal das Logo draufgeklatscht und dann die ganzen Figürlein. Und in diesem Falle, was ist denn hier los? Ah ja, stimmt. Ja, das Original kann ich euch gleich sagen. Ja, Moment. Da brauchen wir eine unverfängliche Webseite, zum Beispiel Google. So. Im Moment mache ich ja Thumbnails zu Mailtime Game. Game. So, das Schöne an dem Mailtime-Spiel ist, erstens mal, es hat eine Website und zweitens mal, und dafür liebe ich Entwickler, die haben ein Presskit. Also ein Pressekit, wo halt erstmal ein paar Screenshots drin sind, sowas. Dann halt hier sehr wichtig, die Dingens, das Logo als PNG mit transparentem Hintergrund, sowas, in verschiedenen Ausführungen. Ich glaube, ich habe mir den hier genommen. Und ja, es gibt auch irgendwo noch das Pressekit Complete Press Kit. So, das komplette Pressekit. Und da war wichtig für mich, wo waren wir denn? Graphical Assets. Das finde ich immer wieder super. So, das können wir auch gleich mal zeigen. Ist er noch auf? Jo. So, Graphical Assets in diesem Sinne ist, du hast halt da zum Beispiel hier Figürchen. Also so die im Spiel vorkommen in verschiedenen Ausführungen. Jeweils und und so. Und nicht alle, aber doch einige. So, und das macht es natürlich dann für mich einfach,
hinzugehen und zu sagen, okay, ich will hier meinen Hauptcharakter haben und dann gucke ich mir an, was in der Folge passiert und klatsch dann noch äh, zwei andere drauf. Das ist mein Plan. Dann sieht das deutlich besser aus, wie sonst als hoppala, wie sonst als wenn ich hingehe und einfach nur einen Screenshot mache und da Überschrift drüber. So. Aber jetzt geht's los. Also, ein garantiert nicht geheimer Brief war Folge 2. Wir wollen an Folge 3. Wo haben wir sie denn? Hier. Ist das so? Ja, das ist so. Komm, ich mach mal leiser. Mein Gelaber will ich nicht hören. Ich mach jetzt einfach nur, ich guck, was hier in Folge 3 passiert. Gehen wir irgendwie so ein bisschen durch. Ich brauche einfach nur einen schönen Hintergrund. Moment, ist der nicht schon einigermaßen in Ordnung? Gehen wir weg da. Also hier sieht man einen Baum und sowas und hier würde man dann, hoppala, geh weg, du Kack. Och, ich hasse dieses Stylingsgedönse von Windows, das ist so kacke. Egal. Moment. Ja. Also hier dürfte man dann, das mache ich dann weg. Da sieht man ein bisschen was, aber das ist schon wieder so grün. Ja, ein bisschen irgendwie einen anderen Hintergrund, irgendwas, was nicht so grün ist, wo es mal ein paar andere Farben gibt. Das sieht eigentlich gut aus. Da ist lila. Das da wird man dann wahrscheinlich nicht sehen und wenn, ist es mir auch egal. Probleme wird dann das daneben machen. Wobei, das haut hin. Das nehmen wir einfach. So. Also, ich gehe auf, ach ja, da ist ja mein Klotzkopf da. Das ist natürlich dumm. 9,35. Das ist natürlich dumm. Einer der Gründe, warum ich Moment. 1. Das ist 1. Nee, das ist 1, 2, 3, 4, 5. Habe ich es da schon geschnitten? Gut. 1, 2, dann müsste es der da sein. Jo. Einer der Gründe, warum ich das hier mache, ja, wie ich gestern ja erklärt habe, mit, ja, dass ich meinen Glatzkopf daneben hinmache und den dann halt einfach da in Kdenlive frei drauf hinmachen kann, ist halt der, dass ich Screenshots im Spiel machen kann, ohne dass ich meine Glatze rausmachen muss. So, ja, das ist sogar ziemlich genau das. So, also gehen wir hin. Videoschnappschuss machen. Ja, ich mache manchmal selten, weil ich oft nicht dran denke, auch Screenshots. Hier zum Beispiel Folge 5. Da habt ihr schon mal so ungefähr, wie es wohl aussehen wird. Was ist denn das da? Ach, das ist das, was ich gestern fotografiert habe. Gestern. Ja, egal. So, wo waren wir? Die beiden können weg, die stören mich nur. Den da hau ich in GIMP rein. Und hier wieder, übrigens eine schöne Sache. Vielleicht kann mir das mal irgendein Windows-Versteher erklären. Ich kann jetzt das hier öffnen mit, dann GIMP und dann geht das da unten in GIMP auf. Alles klar. Jetzt pass auf, wenn ich jetzt diese zwei Bilder öffnen will. So, dann gibt's kein Öffnen mit mehr. Warum nicht? Was soll das? Ich will, dass diese zwei Bilder in GIMP geöffnet werden. Nö, ich muss das dann alles einzeln öffnen mit. Ist ja totaler Quatsch. Warum? Also ich meine, ich bin's halt so gewohnt, ey, ich tu mir von mir aus 10 Bilder markieren, Rechtsklick, öffnen mit GIMP oder so und dann werden die 10 Bilder in GIMP aufgemacht und geht unter Windows irgendwie nicht. Ich weiß nicht, ob ich da wieder mal zu doof dazu bin oder keine Ahnung. So. Kopieren wir uns dieses Bild, fügen es hier ein. Und wie Sie sehen Sie es. Ich war gerade selber ein bisschen verwirrt gerade. Also, den lassen wir erstmal weg, den brauchen wir nachher noch. Den lassen wir. Vielleicht brauchen wir den noch. Erkläre ich gleich noch was dazu. So. Okay, zuallererst mal müssen wir gucken, dass das hier wegkommt. Dann würde ich mal sagen, dann machen wir das mehr oder weniger. Okay, hier weg. Hier ist es noch nicht so schlimm. So. Bilder, komm, bleibst du hier. Verbessern. Heal Selection. Ja, ist ein Plugin, was ich mir noch nachträglich reingemacht habe, ist standardmäßig nicht drin. Ihr seht, ne, es ist jetzt nicht perfekt. Eigentlich sollten es jetzt durchgezogene Striche sein, aber es ist gut genug. Ich bin einfach ein fauler Kerl.
So, ich könnte jetzt natürlich hingehen, wie ich das halt manchmal machen muss. Könnt hier diese Fläche einfach braun machen, hier die Striche einfach kopieren oder sowas, da einfügen, dann sieht das deutlich besser aus. Bin ich aber so faul für. Weil das hier reicht mir vollkommen. Es wird ja eh wahrscheinlich verdeckt werden. Also von daher, da lachen wir noch drüber. So, du bist dran. Jetzt hier wird es schon ein bisschen komplexer. Das wird jetzt wahrscheinlich nicht gut aussehen. Mal gucken, ob ich da tricksen muss, ob ich da wirklich was machen muss oder ob es auch so hingeht. Irgendwie aus dem Popcorn, oder? Ja, eigentlich gut genug, aber ja, könnte besser sein, oder? Ja, komm, tu mal ein bisschen zaubern. Nehmen wir einfach von dem hier. Na komm. Ja, so irgendwie. So, komm mal her. Als ob das auffällt, wenn ich das einfach so. Ja, weil die Farbe nicht stimmt. Nee, das ist doof. Komm mal her. Das ist doof. Ich muss es hier unten rausnehmen. Na? Dann stimmt wenigstens die Farbe so ungefähr. So. Ups. Was habe ich jetzt gemacht? Jetzt habe ich es gelöscht. Ich depp. Komm mal her. C. Junge. Machen wir gleich einfügen. So ungefähr. Und dann gucken wir mal, dass wir das. Na? Sorry. Wo ist denn das M? Das so irgendwie? Weiß nicht. So sieht gut aus, oder? Ja, merkt keiner. Zack, lassen wir da. Lassen wir einfach genau so da. Wisst ihr? Ja, natürlich sieht man das, aber jetzt pass auf. Seht ihr es jetzt noch? Nö. Von daher, kackegal. Funktioniert. Weiter geht's. Fledermausmann ist jetzt dran. Jetzt darf hier noch mehr gedingst. So. Ja, dann fehlt halt das Grün, mir doch egal. Geht Steuerung F noch? Steuerung F geht noch. Okay genug. Ja, es sieht aus wie Grütze, aber hier wird auf jeden Fall irgendwie was vorne dran sein. Also von daher. Ja, ihr seht schon, ich gebe mir hier nicht richtig Mühe, was vielleicht daran liegt, dass ich kein Grafikdesigner bin oder so. Ich hätte in der Umschulung, die ich gemacht habe, da gab es Grafikdesignerinnen. Und hätte ich denen vielleicht mal ein bisschen besser über die Schulter gucken sollen. Mhm. Aber habe ich nicht gemacht. Hätte mir auch nichts gebracht, also schon irgendwie, aber die haben halt dauernd mit Photoshop gearbeitet. Und sobald ich dann gekommen bin und gesagt habe, hier, pass auf, ich habe das hier gemacht. Oh geil, wie hast du das gemacht? Du hast voll die Photoshop-Skills. Ja, habe ich mit GIMP gemacht. Und dann kam immer so, bleib mir weg mit GIMP. GIMP ist voll scheiße. Das ist Kacke und da ist hier voll kompliziert und so. Weiß nicht, ob es kompliziert ist. Ich kenne nichts anderes. Ich habe noch nie, das stimmt nicht. Ich habe kein Photoshop. Ich habe mal mit Photoshop gearbeitet. Da habe ich aus irgendwie, vielleicht durch einen Kollegen, also in dem Fall war es wirklich ein Arbeitskollege, habe ich Photoshop gekriegt. Ey, das ist aber ohne Scheiß, das ist wirklich verjährt. Das ist länger als 20 Jahre her, definitiv. Wo ich da eine eventuell nicht ganz legale Version also gekriegt habe von Photoshop. Und was habe ich in Photoshop gemacht? Das Einzige, was ich in Photoshop gemacht habe, war halt wirklich hinzugehen und Bilder zu skalieren. Also quasi genau das hier. So, ich hätte das jetzt gerne auf 720. So, skalier. Flupp. Ja, okay, das war jetzt doof. Also, so, geh weg da. So, dann habt ihr das Bild hier in 720p. Super. Das war das. Das war zu weit. Moment, wo ist denn das Y da? Jetzt stimmt gar nichts mehr. Ey, Junge, jetzt habe ich es mir kaputt gemacht hier. Wie funktioniert denn das hier? Steuerung Z, Steuerung Y. Sollte doch eigentlich funktionieren. Ebene skalieren. Nochmal Steuerung Y.
Okay, pass auf, wir machen das jetzt einfach. Okay, das hat. Ja, komm. Da habe ich gerade Kacke gebaut, macht nix. Ah, meine dicken Finger, ich kann's euch sagen. Halt! Halt, genau das wollte ich doch. Mann, ich war doch richtig. Ja, sorry. Machen wir einfach größer hier, oder? Oder? Ich weiß gar nicht, wie groß sind wir denn gerade? Jetzt habe ich vor lauter. Das da braucht man nicht. Sag ich mal her. Ja, passt. Ähm, die Breite vom Bild ist natürlich, ich habe da gerade gesehen, 3600, weil das da noch mit dran ist. Aber das wird ja dann später, wenn ich es exportiere, jetzt halt hier auf und dann ist es 2560. So. Also, dann haben wir mal einen schönen Hintergrund, hätten wir jetzt gerade. Mit einem wunderschönen Würmlein. So. Ähm, also, was kam drin vor in der Folge? Ja, wenn ich das noch wüsste, dann hätte ich es aber. Also zuallererst mal, pass auf. Wir gucken uns mal an. Hier. Was für einen Gesichtseisdruck nehmen wir denn? Den da hatte ich jetzt gerade, also den habe ich für Folge 2 genommen. Also für Thumbnail von Folge 2. Den da hatte ich für Folge 1. Bleibt eigentlich nur noch erschrocken und dumbfounded. Deadpan, okay, also einfach nur, naja, ich sag mal, neutral. Ich tendiere mal zum Neutralen. Hm. Aber der sieht schon ein bisschen so hm, sehr neutral aus, oder? Weiß nicht, findet er das gut? Oder der, der da ist das Beste. Ich nehme das. So, erstmal hier. So, öffnen mit. Ja, ja, GIMP. So, dann hätten wir das Männelein hier. Und das machen wir mal. Komm mal her, das kann eigentlich weg. Nervt mich nur. Das fügen wir dann da ein. Und tun es gleich etwas kleiner machen, weil das mir doch etwas zu groß ist. Junge, Mikrofon hier wegmachen. So. So. Wie gesagt, dass man jetzt da hinten dran noch was erkennt. Ja, tja, Pech. Außerdem bin ich noch zu klein. Ich finde, das soll. Zeig mal her, wie es aussieht. Wo ist denn das Logo? Wieso bin ich denn hinterm Logo? So muss das sein. Da würde ich mal sagen, komm, dann machen wir das noch ein bisschen größer. So. Nee, das ist doof. Dann wird's hier. Ja, komm, hopp. Was soll der Geiz? Wir haben's ja. Tut mir leid. Du kommst jetzt da raus, weil du kannst hier nicht gebraucht werden. Tschüss. Gut genug. So, du darfst wieder rein. Oh, komm mal her. Siehste? Perfekt. Ich hätte sie eventuell noch gerne etwas mittiger. So. Ja, die lassen wir mal in der Größe, oder? So. Grundsätzlich ist das schon gut so. Nicht wundern, dass das jetzt nicht mein Charakter ist, der wird gleich noch abgeändert. Ja, so, jetzt müssen wir ja aber gucken, was ist denn noch alles in der Folge vorgekommen? Ja, keine Ahnung. Mail 2 war das, gell? So, Marienkäfer sind vorgekommen, okay. Mit der Oma ein bisschen gequatscht. Vorbeischauen. Die hatte ich gestern schon drin, die Irene. Aber Cass, stimmt, Cass habe ich gefunden. Also kenne ich Augen, glaube ich. Lass mal gucken. Habe ich verstanden. Bis später. Und ein Hase. Oh, der Rattenfuzzi. Der Rattenfuzzi, der ist ein heißer Kandidat. Guck mal hier. Rattenfuzzi. Oh, Rattenfuzzi. Warum bist du böse auf mich? Der sieht aus, als hätte er einen Rüssel von vorne. Naja, von neben auch irgendwie.
Ich nehme den. Der sieht gut aus, oder? So, öffnen mit Gimp. Gimbit. Ja, ja, ich weiß, ich muss aufhören. So, dann tun wir das gleich mal ein wenig skalieren. Ich glaube, das ist zu viel, oder? Keine Ahnung. Da habe ich den jetzt ja zweimal drin. Bin ich jetzt da dumm oder was? Oh. Oh, das ist nicht gut. So, jetzt hat. Hä? Moment. Moment, Kollege. Wo kommst denn du her? Echt jetzt? Das ist Zauberei? Wie viel Mal habe ich denn den eingefügt? Bin ich doof oder was? Seltsam. Ähm, so, auch hier wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn man das dahin macht. So. Der ist schon relativ groß eigentlich. Soll ich den. Was ist denn da los? Ach so, das ist mein Blümchen-Dingens, gell? Das muss ja dann direkt da drüber. Siehst du, da ist das Mailtime-Dingens drüber. Ja, hätte ich es gar nicht gebraucht. Also ich rede jetzt hier gerade von da, am eingefügten Blümchen da. Kann man es auch wegmachen. Scheiß drauf. Zack. Wenn da eh der Schriftzug drüber ist. So, hey, sag mal, guck mal, es sieht aus, als würde er hinten ins Genick ein Küsschen geben hier. Na, 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 na. Lass mal Peter in Ruhe. Das sieht ein bisschen seltsam aus, weil sie so groß ist. Also wegen den langen Beinen da, weißt du? Und dann müsste er ja eigentlich hier irgendwie so. Hm. Hm. Machen den mal so. So. Und du kommst auch ein bisschen runter. Die kann ruhig ein bisschen kleiner sein. Fetzen zumindest. Wieso? Wieso ist denn die da ein bisschen transparent? Gefällt mir ja gar nicht. Es scheint aber nur. Nee, es ist überall so. Interessant. Hm. Ist es mir egal? Ein bisschen schon. Ja, die Deckkraft ist schon 100%. Ja, ist halt so. Ist mir jetzt ehrlich gesagt egal. Notfalls färbe ich es nochmal nach. Ähm, so. Sieht doch schon mal gut aus. So, was haben wir denn als Zweitcharakter da drinne gehabt? Ist das noch? Mail 2, genau. So, haben wir Marienkäfer. Ach ja, ein Hase. Weißer Hase. Oder sie. Ach, sie, mit ihr habe ich nicht wirklich viel zu tun. Ich glaube, die nehmen wir als zweites mit rein. Jetzt habe ich es natürlich wieder zugemacht, weil ich doof bin. Hätte man zweimal erschrocken und einmal einer, der lacht. Eine gute Idee? Schon irgendwie, pass auf. Wir probieren es mal aus. Öffnen mit Gegümp. Öffne es. Kopieren wir das. Dann fügen wir das da drüber ein und machen es klein. So muss das sein. Huch, ein bisschen zu klein. Nee, eigentlich nicht. Die ist schon recht klein, finde ich. So, jetzt pass auf. Meine Idee ist, dass wir jetzt einfach mal die Seiten vertauschen. Zwei Leute erschrecken. Quasi so. Und er hier, der Radikal, der lacht sich kaputt. So, weil er doof ist. Wo sind wir denn? Dreh dich mal ein wenig. So. Das ist eine gute Idee, oder? So. Kriegen wir den da ins Eck. Mail Tim.
Der Mail-Tim, der Gute, der braucht halt ziemlich viel Platz, ne? Wenn du ihn wirklich ganz drauf haben willst. Noch weiter runter will ich nicht machen. Ja, nee, dann überdeckt er halt das E. Upala. So. Ich doch noch ein bisschen, dass man zumindest sieht, dass da noch ein Buchstäbchen wäre. Also, der lacht und die zwei sind erschrocken und wissen nicht, was abgeht. Soll ich sie noch ein bisschen kleiner machen, die Annie? Und mich selbst könnte ich noch ein bisschen mittiger, also ein bisschen weiter weg, so, weißt du, so. Die Girls sind eher so, was ist das für ein Typ? Es tut voll falsche Erwartungen wecken, weil so ist es ja gar nicht. Der Typ ist voll freundlich. Und sie auch. Und ich auch. Irgendwie. Ist ja auch egal. So. Lassen wir so, oder? So. Jetzt kommt der Moment, wo der Frosch ins Wasser rennt, weil ihr habt vielleicht festgestellt, das bin gar nicht ich. Also ich habe blaue Haare, quasi keine Augen, weil die Haare drüber gehen, keine Zöpfe. Und dann machen wir mal zuallererst müssen die Zöpfe dran glauben. Weg damit. Zack. Zöpfe ab. Brauchst keine Zöpfe. Ich habe auch keine Zöpfe. So. Oh, das machen wir nicht. So, irgendwie. Auch hier wieder. Ja, das kann man durchaus freistellen. Geht durchaus besser als so, wie ich das mache. Dauert dann aber länger. Und da habe ich keinen Bock drauf. Weil ich eine faule Sau bin. Ich mache genauso viel, wie ich brauche. Und nicht mehr. So. Das war Nummer 1 Zopf. Mal da gleich hier entlang. So. Und Nummer 2. Haben wir wieder ein bisschen größer hier. Will ja heute noch fertig werden. Ich habe noch was vor. Ich will schlafen. Ups, ich glaube, das war zu weit. Nee, hat gepasst. Ich habe gedacht, ich habe mir hier gerade einen Arm abgeschnitten oder so. Nö. Alles in Ordnung. So. So. Sieht schon mal weniger ähnlich. Also hat zumindest mal keine Zöpfe mehr. So. Astrein Zopf abgeschnitten. So, jetzt habe ich natürlich schlauerweise das dazu gemacht. Halt. Das ist das komplett falsche Bild. Ich will hier, ich muss noch eins rausgehen. Da, gucke. Oh, guck mal! So, jetzt, was ich jetzt brauche, ist ein Ding, wo ich laber und im besten Falle erschrocken gucke. Ja, cool. Ich krieg das hin. Oh. Scrack nochmal. Ah, Steht das auf dem Umschlag? ja, steht das auf dem Umschlag? Woher Nee, soll dieses ich das dann Verliebtgucken, wissen? das hab ich Mal gar gucken, nicht. find's Ich raus. glaube, ja, das da, ne? Also, was ich jetzt machen werde, ist, ich schneide mir jetzt aus dem Video hier einfach diesen Kopf aus, also nicht diesen, und papp den dann oben drauf. Und dann habe ich quasi den Kopf, den ich wollte. Junge. Cool. So, wie wär's denn zum Beispiel mit dem? Sag mal, ist das da Dreck oder was? Ja, nee, ist kein Dreck. Aber dann guckt der ja nicht mal erschrocken. Ich will eigentlich einen Erschrockenen haben und nicht ein unangenehm guckendes. Oder? Komm, ich schneide ihn mal einfach aus. Und dann gucke ich, was passiert. So, erstmal gucken. Da. Den da brauche ich noch, oder? Nee. Sollte ein Ausrufezeichen. Das ist ein fragender Blick, okay. Guck mal bitte mit einem Ausrufezeichen. Geht nicht. Will nicht mit einem Ausrufezeichen gucken. War da ein Ausrufezeichen? Da. Das ist der Ausrufezeichenblick. Okay. Alles klar. So, diesmal machen wir es nicht zu. Also, jetzt muss er mal wieder hingehen. Screenshots. Ich könnte ja auch einfach mal das Ganze so machen. Das wird es für mich vereinfachen. Da gehen wir wieder hier zurück. So. Also, ich nehme den da, der ist schon in Ordnung. Öffnen mit GIMP. Alles klar. So, dann schneiden wir uns hier wieder das Schwolles aus.
vom Kollege. So, das braucht man nicht. So. Und fügen den schlauerweise hier ein. Machen den ein bisschen transparenter, damit wir mal ein bisschen besser zielen können. Das war nix. Ich will ja noch verschieben. So, und jetzt gucken wir mal, dass ich das einigermaßen, weißt du, mit den Pilzen da hinkriege. Also, nee, das stimmt von der Größe noch nicht. Ich muss noch ein wenig größer werden. So. Ja. Ich glaube, noch ein Stück größer. Was hat er denn für einen riesen Schwollkopf? Hey, das ist ja Wahnsinn. Dann gucken wir mal. Ich sag mal, das passt, oder? Ich sag jetzt einfach mal, das passt. Dann gucken wir es uns mal an. Boah, kommt so ungefähr hin. Allerdings, ich finde, dass hier die Farbe ist immer so dunkel, habe ich doch meine Hautfarbe gar nicht gewählt. Ich hab's, ja, schon dunkel, aber nicht so. Ist ja auch egal jetzt. Jetzt wird erstmal wieder ein wenig radiert. Und zwar das überschüssige Zeug da. Das brauchen wir alles nicht. Warte mal. Ich hab eine gute Idee. Vielleicht bringt's ja was. Ah, praktisch. Komm mal her. Zack. Das spart mir schon mal Arbeit. Aha. So. Ja, muss ich, schubs, da nicht. Das nicht. Nee. Da muss ich noch ein bisschen. Na, das war nix. Da muss ich noch ein bisschen nachgehen dann. Macht da aber nix. Ja, ich glaube, das war auch zu viel. So. Gucken, dass ich hier nicht zu viel wegmache. So. Grundsätzlich sieht das schon in Ordnung aus. Ja, jetzt darf man ein bisschen nachradieren. Ritze, Ratze. Wieso geht das nicht? Ach so, ja, weil. So. Jetzt Ritze, Ratze. Auch hier wieder. Mach mal nicht so genau. Ich verdiene hier kein Geld damit. Da ist es okay. Und wenn ich weiter mit dieser Einstellung hier meine Thumbnails mache, dann werde ich auch nie Geld damit verdienen. Ja, mein Gott. So ist es halt. Kann man nichts machen. Ist doch Vater Spaß. Was ist das da? Das kann weg. Bzzp. So. 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 Wobei, hier bin ich mir nicht sicher. Ah, doch. Kann weg. Da oben dieser komische Tarich. Das da. Da ist in Ordnung. Da oben, was hat er denn da für ein Dingens auf der Mütze? Das sieht ja dumm aus. Mach das weg. So. Haben wir hier noch was zum Wegmachen? Ja, ein bisschen. Ach, guck mal, da hat er einen braunen Fleck auf der Mütze. Also so wie bei einer Banane. Wenn die anfängt, Affenpupse zu kriegen. Die braune Flecke an Bananen, wir haben die jetzt immer Affenpupse genannt. Keine Ahnung. Wie heißt das? Braune Flecke auf Bananen halt. Ist doch scheißegal, die haben keinen Namen. Das war ein bisschen viel. So, ach ja. Einstellen. Schönste Arbeit. Hui, das macht Spaß. So, jetzt muss man hier, das kann ich noch weg. Den Kragen müsste ich auch wegmachen können. Denke ich. Oh, wir gucken mal. Ja, komm, den Kragen machen wir auch weg. So. Den Hals lassen wir. Spart mir Arbeit. Zap, zarab, zap. So. Ein bisschen kleiner machen hier. Das ist zu klein. So.
Alles klar. Sieht gut aus, oder? So. Ähm. Jetzt habe ich meine Haut. Habe ich die doch so dunkel gemacht? Ja, okay, dann ist es halt einfach so. Dann zeige ich mal her, dass meine. Oh ja, Moment, wir müssen erstmal. Ja, dem einen oder anderen wird jetzt auffallen, ja, jetzt passt ja die Farbe von den Beinen gar nicht mehr dazu. Hoppala. Zu der Hautfarbe vom Kopf. Jo. Und genau deshalb kriegt er jetzt seine Hautfarbe gelöscht. Und kriegt stattdessen eine neue. Oder auch nicht. Warum nicht? Ach, deshalb nicht. So, jetzt sieht man hier natürlich noch diese Umrandungen da, wo er nicht gescheit gelöscht hat. Aber ist halt so. Ich könnte mich jetzt da hinsetzen und könnte das da jetzt halt frei nachziehen und so. Nee, bin ich viel zu faul. Was soll das? So bin ich nicht. So. Ein weiteres Problem, was wir haben. Wir haben eigentlich gelbe Klamotten, ne? Und dann tue ich. Uppala, das war zu viel. Dann tue ich zumindest mal. Oh, ich bin noch beim Ausfüllen Werkzeug, ich Depp. So, dann tue ich zumindest mal. Komm her. Das Rote verschwinden lassen und gelb machen. Eigentlich ist die Hose ja auch gelb oder gelber. Da habe ich aber keinen Bock drauf. Merkt ja keiner. Es ist ein Thumbnail, da sehen Leute sich mal kurz an und sagen dann, boah, das Video sieht aber langweilig aus, da klicke ich nicht drauf. Also muss nicht so genau sein. So, jetzt füllen wir die Farbe auf mit dieses Gelb hatte ich gestern. Also, okay, dann füllen wir halt hier auf. Oh, ich hasse das immer. Wenn da noch was ausgewählt ist und du siehst nicht, wenn es nur ein mini kleines Ding ist und du willst dann auffüllen und es geht nicht. Was soll denn die Kacke jetzt hier? Mach doch sowas nicht. Kämen wir denn da hin? So, ich glaube, das noch so. Siehst du, jetzt hat er zumindest so ein bisschen einen gelben Pullover. So. Sieht ein bisschen doof jetzt aus. Ja, ja, wie haben denn die letzten von mir ausgesehen? Zeig mal her. Sehe ich da irgendwie was? Moment. Kann man ja angucken. Ja, denn da ist er ja. Ja, da habe ich es quasi genauso gemacht. Aber guck mal, der da ist deutlich dunkler als der. Ah ja, okay, den habe ich auch selbst gemacht, fällt mir gerade ein. Ja, dann macht doch nix. Ist halt ein bisschen dunkler. Kommt vor. Sind halt Gnome. Die können das. So. Sieht gut aus, oder? Moment, mal ohne Strichelinien. So. Fein, oder? Gut genug. Ja, ihr werdet das wahrscheinlich. Also, das da hinten gefällt mir halt mal gar nicht. Ich glaube, da könnte ich wirklich noch ein bisschen was machen. Aber nur ein bisschen. Ja, das sieht ziemlich doof aus. Nee, das machen wir so nicht. Das gefällt mir nicht. Gehen wir weg. Klauen wir uns hier. Ja, so schon mal gar nicht. Hm, ich brauche dann grau nicht. Ich nehm das da. So. Dann kopieren wir uns das, fügen es gleich wieder ein. Ach komm, stelle ich halt nicht so dran. So, und machen das da dann so darunter. Das sieht voll dumm aus. Nee, das sieht voll doof aus. Das sieht voll doof aus. Hoppala, komm her. So, das sieht schon ein bisschen besser aus. So, naja, jetzt, pass auf, pass auf. Jetzt kommt ja. Ne, der da nicht. Wo ist er denn? Der Player wieder hier hin. Dann sieht das voll doof aus. Das ist schlecht. Das soll nämlich nicht voll doof aussehen. Also gucken wir mal, was wir machen können. Wir könnten
das da wegmachen, so ein bisschen, so, ne? Dass das hier nicht ganz so doof aussieht. So. Rüpp. So, das daneben ist, glaube ich, egal. Zeige ich schon mal her. Hä? Weiß nicht. Mal her. Passt. Passt einfach. Ist egal. Ist einfach egal. Moment. Es ist halt einfach egal. So. Das Ganze exportieren. Dann nennen wir das Ganze Mail 3. Weil es die 3. Folge ist. Exportiert das als JPEG. Warum nicht als PNG? Weil PNG zu groß ist. Da müsste ich halt die Qualität runter machen und da komm. Scheiß doch drauf. So, das war unsere Folge Nummer 3. Sehr schön. Dann gucken wir mal, was in Folge Nummer 4 passiert. Was sind wir denn hier? Sorry, Ist prima, Peter. bin Danke müde. für deine Hilfe. Hätte da nicht gedacht, ne? Okay, ach, Mann, oh ja. Das war die Sache mit dem Liebeslöffel. Oh, da habe ich jetzt noch Albträume von. Also, wir brauchen wieder einen Hintergrund. Ich hätte diesmal gern den Schneckenhintergrund. Das war ziemlich am Ende, wo wir dann den Liebeslöffel gegeben haben, glaube ich. Sagen wir einfach klein. Ich glaube, das sind wir schon zu weit. Ach, guck mal. Die kommt heute rein. Cass kommt rein. Cass und die Schnecke, habe ich gerade entschieden. So, jetzt komm mal her. Was ist denn die Schnecke? Kannst du diese Liebeslöffel. Wir Da. Oh, das sieht sogar gut aus grundsätzlich. Wir lassen mal ein bisschen. Okay. Okay. Haley lebt im Dorf. Jetzt los. Aber sowas von los. So, jetzt pass mal auf. So. Das ist schön, oder? Hier ein paar Blümchen. Gucken, ob es noch besser wird. Ne, da sind weniger Blümchen drauf. Die werde ich ja dann wegmachen, dann werden die Blumen eh nicht mehr gut aussehen. Also müssen rechts die Blumen gut aussehen. Muss dieser Löffel Da ausgerechnet diese will ich Form Blümchen haben? haben. Das ist gut, das lassen wir so. Das wird unser Hintergrund. Gut. Dann nehmen wir das erstmal den Hintergrund. Wo sind wir denn? Gib. Jo. Ach so. Ah, Mann. Moment. 7:41. Ich habe das falsche Video laufen lassen, ich Dödel. Ich muss ja das da nehmen. 7:41. Das ist diesen Löffel bringen sollen. Muss dieser Löffel ausgerechnet diese Form haben, Ja, muss er. So. wenn wir Mal gucken, ob da noch was einer Schöneres Gans kommt. Aber nee, das ist schon diesen Löffel ziemlich bringen sollen. Blümchen hinten, vorne, überall Blümchen. Ja, nee, das passt schon. Also, komm, wir machen noch neue Registerkarte auf. So, mal darüber. Du da sollst aufgehen in GIMP. Alles klärchen. Kopieren wir das, dann fügen wir das ungefähr hier, nein, da ein. Hoppala. Moment, wie viel Mal habe ich es jetzt wieder eingefügt? Keine Ahnung. Ist auch eigentlich egal. So, genau. Jetzt muss ich das hier wieder wegmachen. So, ich könnte jetzt natürlich hingehen, könnte das alles auf einmal, aber wird meistens nicht so geil. Wo waren wir denn?
Bessern, Heal Selection, 50 drumherum. Passt. 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 Reicht mir. Wenn ich so die Wahl hätte, wenn ich irgendwann mal reich bin, berühmt will ich nicht sein, nur reich. Und dann hole ich mir einen, der mir hier Arbeiten abnimmt, zum Beispiel. Dann würde ich sagen, hier das Grafikgedönse da, das kann mir wer abnehmen. Da hätte ich nichts dagegen. Ist es nicht so, dass ich sage, mache ich nicht gern? Nö. Es ist halt nur. Das Problem hier ist, du musst zu einem gewissen Grad, wie heißt das, wenn man Fantasie hat, weißt du? Wenn man Ideen hat, so irgendwie. Wenn man so weiß, jetzt könnte ich das machen, jetzt könnte ich das machen und so. Habe ich riesige Probleme damit. Ist nicht cool. Geht nicht. Das da gefällt mir noch nicht, aber mal gucken, vielleicht sieht man es ja nicht. Vielleicht wird es irgendwie überdeckt oder so. Achso, ja, nee, das kann weg, das brauche ich nicht mehr. Es wird überdeckt. Sehr schön. Na? So. Was haben wir gesagt? Cass. Ja, also, wo man ein gewisses Maß an Dingens da, Ideen und hier, wie du das machen kannst und so. Oh nee, da habe ich riesige Probleme damit. Ich bin einer, der kein Problem damit hat, 10-mal dasselbe zu machen. Und deshalb mache ich Videoschnitt viel lieber. Weil bei Videoschnitt, du tust dir einmal beim ersten Video oder sowas halt einfach sagen, okay, mein Glatzkopf soll so groß sein, der soll da im Eck sein. Alles klar, Fade in, Fade out, bam. Dann tust du dir eventuell die Vorlagen speichern. So, gib ihm und haust einfach den Rest rein. Das Einzige, wo du da ein bisschen Ideen brauchst, theoretisch, ist halt, wenn du wissen willst, wie man gestern gesehen hat, was du als Vorschau-Video, 30-sekündiges Vorschau-Ding, was du da reinmachen willst. Und ja, aber das machst du einfach, indem ich meine Videos gucke und mal gucken, wie viel dumm Zeug ich gelabert habe und wo ich über mich selbst lachen muss, weil ich doof bin. Und dann nehme ich das. Also da muss ich keine. Kreativität. Das war das Wort, was mir gefällt hat. Da muss ich keine große Kreativität an den Tag legen. Während hier bei Grafikbearbeitung, wenn nicht alles irgendwie gleich kacke aussehen soll, braucht er halt schon Kreativität. Und die habe ich nicht. Ich habe keine Kreativität. Also, wir wollen Käse. Es gibt keinen Käse. Das ist schlecht. Aber die Schnecke gibt's. Da mach mal einmal neutrale Schnecke bitte. Einmal neutrale Schnecke in GIMP öffnen. So, dann hätten wir noch. Tatsächlich, wir haben kein Käse. Das ist schlecht. Soll man das Käse auch aus dem Video rausschneiden? Hab ich nicht schon wieder zugemacht. Was mache ich denn jetzt? Bin ich dumm? Ja, bin ich. Käse. Alles klar. Oh, es gibt mir Käse. Käsebrötchen. Ich könnte aber auch. Oh! Dank dich bei dem. Die Gans! Natürlich, die Gans! Die Schnecke und die Gans! Die Schnecke und die Gans, die hatten einen. Ich höre schon auf zu singen. Ich kann, was die alle dagegen haben, wenn ich singe. Gibt keine Gans. Ja, das ist ganz blöde. Dann nehmen wir wohl dich. Glückspilz. Dann machen wir jetzt genauso wie beim Gesicht ausschneiden. Nur, dass ich da. Seht ihr das? Dass immer die Sprechblase ein bisschen aufploppt. Und es gibt halt einen Zeitpunkt, wo sie aufploppt. Halt nicht normale Geschwindigkeit, du Dödel, du. Langsamer bitte. Lass hören, Scout. So. Donna hat es mir für dich gegeben. Also grundsätzlich, ich glaube, ich nehme einfach dieses Bild hier. Moment. So, dieses Bild nehme ich und kopiere dann diesen Arm, machen da dran und gut ist. So.
Ein Scharnapschuss. Dann braucht man noch ein Gesicht. Ganz am Anfang der Folge habe ich doch so. War das in dieser Folge? Nee, da bin ich böse. Das war die letzte, gell? Stimmt, das war in der dritten Folge. Gun, kann ich bei. Ach nee, das war in dem Vorschau-Video. Ah, stopp. Nee, noch Stopp. Da war genau das, was ich wollte. Das, wo er so rote aber es ist Bäckchen schön, hat. Leute Also eher kennenzulernen. sie. Ja, viele Sie. Leute hier sind wirklich Sie, gechillt. Peter, Außer der sie. Giberti da drüben. Oh, das erinnert mich. Hast du meine Nachricht schon So. Das da brauche ich noch. Das Gesicht. Das Gesicht ist hübsch. Das nehmen wir uns noch und knallen es da oben drauf. So, dann haben wir ja quasi alles. Screenshots. Da, guck. Das da und das da. Ach, geht ja gar nicht. Ach, Alter. Geht das vielleicht hier irgendwie? Zugriff gewähren auf, öffnen mit. Nee. Aber ging das unter Windows 10? Ach komm. Auch schon nicht. Also, dass man zwei Bilder anwählt und sagen, die beiden Sachen öffnen mit GIMP in dem Fall oder so. Das kann doch nicht sein. Also, ich weiß nicht. Das ist unter Windows 10 auch nicht. Unter Linux Mint, was ich halt normal benutze, geht's. Ohne Probleme. Also, zuerst mal brauchen wir hier das Sexy Schnecksy. Sexy Schnecksy machen wir links hin. Sexy Schnecksy. Ist da großes Snackse. Ah, okay. So. Äh. Lassen wir erstmal so. Passt. So, dann haben wir ja gesagt, wir wollen hier was ausschneiden. Dann machen wir das mal. Ungefähr so. Und so. Ja, ja. So irgendwie. Da runter. Äh, zack. So. Da wieder hoch und da großzügig. Da. Zack. Her mit dir. Her mit dir. Du kriegst jetzt neues Leben eingehaucht. Und zwar da drüben. Sogar schon quasi die richtige Größe irgendwie, oder? Guck, die guckt schon so ganz verliebt ihre geliebte Schnecke an. Stimmen die Größenverhältnisse so irgendwie? Oder ist die Schnecke zu groß? Ne, die hat halt ein großes Haus. Die hat ja jetzt, hoffentlich hat sie ein Zweibettzimmer. Ähm, Guti, da müssen wir hier ein bisschen radieren. Komm her, du. Komm her, du wirst radiert. Du Ungetier. Ah, warte mal. Bevor wir jetzt hier großartig rumradieren. Jawohl, ja, ach ja. Das ist das Schöne an diesem Spiel, dass da halt so großflächig die Farben halt sind. Es macht's halt so schön einfach. Das aber nicht. Einfacher. Nee, das ist auch nix. Zeugs zu löschen. Na, das war auch nix. Wenn es halt dieselbe Braun hat wie die, die Umrandungen da, dann ist das schlecht. Mhm. Äh, 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 äh. Ja, dann muss ich nachher halt nur noch ein bisschen nachputzen, weißt du. So. Nee, das geht leider nicht. So. Äh. Mhm.
Ja, machen wir weg. Machen wir auch weg. Kommt alles weg. Alles weg. Alles weg, was kein Brot fresst. Oder wie das heißt. Zup, 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 zup. Das war nix. Glaube, da oben war ich schon. Nee, war ich noch nicht. Aufpassen. Ja, nee, das lassen wir nicht. Der da. So. Gucke. Sieht doch voll gut aus. Ja, nee, jetzt kommt noch ein bisschen. Nachradieren. So. Zumal, warum ich auch lieber Videobearbeitung, Videoschnittgedönse mache als Grafikbearbeitung, weil es schneller geht. Also ja, am Schluss muss gerendert werden und das Rendern, das dauert natürlich wieder. Aber davon rede ich nicht, sondern ich rede vom reinen da, weißt du, wo du dann irgendwie so Kacke wegradieren musst und Zeug säubern und so. Hast du, zumindest so wie ich Videoschnitt betreibe, hab ich das noch nicht. Ja, komm, die Delle lassen wir, ist mir egal. Ich meine, natürlich, wenn du dann irgendwann mal das Ganze professioneller machen würdest, Videoschnitt und sowas, und dann musst du halt gucken, dass die Farbgraduierungsgedönse oder wie das heißt, oder was weiß ich was alles. Mache ich ja aber alles nicht. Ich bin ja viel zu faul. So. Ja. Und ja, natürlich hat jetzt das Vieh da braunen Rand, drumherum ist ein grauer Rand, aber pff, Pech gehabt. Mir meine Thumbnails nicht gefallen und meine Videos nicht klicken. Und wem meine Videos nicht gefallen, soll meine Videos nicht klicken. Keine Ahnung. Ziemlich viele klicken meine Videos nicht. Oh, das ist schade. Ja, mittlerweile. Also so, hier, jetzt pass auf, die Sache ist folgende gewesen. Ich habe ja angefangen mit dem ganzen Let's Play-Gedönse hier, weil ich mir ein Bein gebrochen hatte und nichts machen konnte, außer den ganzen Tag auf dem Arsch sitzen und Bein hochlegen. Weil immer wenn ich das Bein runter gemacht habe, hat es saumäßig wehgetan. Also ich kann euch sagen, aufs Klo zu gehen, war eine Tortur. Du hast wirklich deine Klogänge geplant. Also so, ja, ich müsste jetzt schon so ein bisschen das kleine Geschäft machen, aber wenn ich jetzt erst noch warte und was esse, dann kann ich das Große gleich mitmachen. Weißt du? Also, da kannst du schon mal gleich fürs Alter üben. Ja, genau. Und ja, weil immer, wenn ich aufstehen musste und den Fuß halt nicht mehr hoch machen konnte, dann ist, keine Ahnung, das Blut runtergeschossen und dann hat das saumäßig wehgetan. Deshalb habe ich es mir halt dreimal überlegt, wann und wie oft ich aufs Klo gehe. Ja, nein, Windeln war mir dann doch zu blöde. Also ich weiß gar nicht, ob die Möglichkeit bestanden hätte. Weiß nicht, was meine Freundin dazu gesagt hätte, wenn sie mich dann ordentlich windeln hätte müssen. Ähm, ja, jedenfalls, deshalb habe ich ja mit dem ganzen YouTube-Gedönse da angefangen, einfach aus purer Langeweile und ganzen Tag zocken, bin ganzen Tag allein zu Hause, wenn dann meine Freundin nach Hause kommt von Arbeit oder als ich dann nach Hause kam, habe ich die halt zugelabert und das ist ja kein Zustand. Ich muss meine überschüssigen Worte irgendwie loswerden und deshalb habe ich dann mit YouTube angefangen, dass ich Leute zulabern kann. Irgendwann war aber das Bein nimmer gebrochen. Es ist quasi geheilt und ich musste wieder arbeiten. So, und dann habe ich Moment. Dann habe ich halt weitergemacht, trotz Arbeit. Und also so die ersten, ich weiß nicht, das erste Jahr, nee, nicht ganzes Jahr, so Dreivierteljahr, da habe ich meine Videos komplett abfälzig gemacht, weil es mir halt einfach scheißegal war, wie viele Leute das gucken. Natürlich war es so, jetzt ist, nee. Ich habe schon wieder nichts zu trinken in der Nähe. Natürlich war es so, wenn irgendjemand keine Ahnung, 10 Leute das Video geguckt haben, dann habe ich mich gefreut. Und wenn 0 Leute mein Video geguckt haben, dann habe ich mich halt gedacht, ja, hopp.
wenn einer mein Video geguckt hat, habe ich gedacht, cool. Bei 100 Leuten denke ich dann, noch cooler. Also ist nicht so, dass ich sage, es ist mir scheißegal gewesen. Nö, natürlich, je mehr Leute gucken, desto mehr habe ich mich gefreut und denke mir, guck mal da, alles doofe Leute. So, nur war halt der Plan dahinter jetzt nicht irgendwie, oh, ich will da reich und berühmt werden. So, dann habe ich wieder Arbeit gekriegt und neue Arbeit, so, alles klar, so weiter, tralala, erst ein paar Monate, hier alles super, so, bla bla. Und irgendwann ging es dann halt von der Nebensaison in die Hauptsaison. Und so nach dem ersten 12-Stunden-Tag, ich glaube, das waren länger als 12, es ist in der Eventbranche, äh, das Problem war nicht der 12-Stunden-Tag. Das ist kein Problem. Das war ich vorher schon gewohnt oder dass man das halt mal durchzieht und musste halt durch. Ist halt so. Das Problem war, dass, also von der Planung her, das war nicht so gut durchplant, sage ich mal. Das war das erste Event in dem Jahr und ich habe halt gesagt, ey, jetzt, ich will da schon mal ein ganzes Jahr mitmachen und dann mal gucken, aber nach diesem ersten Event und wie das halt ein bisschen, das war alles sehr chaotisch, habe ich mir gedacht, nee, du, das ist ja Kraut und Rüben ist das ja hier. So, scheiße. Muss ich mich wieder nach einem anderen Job umgucken. Oh, Bewerbung, habe ich ja gar keinen Bock eigentlich drauf. Und dann dachte ich so, naja, vielleicht kann man ja YouTube irgendwie dazu kriegen, dass ich da reich werde. Indem ich dann lustig Videos mache und dann ganz Millionen Leute meine Videos gucken. Und da habe ich dann angefangen, okay, was muss ich machen? Oh, da ging es dann los mit Reichweitenoptimierung, weißt du? Was muss ich machen, damit mehr Leute meine Videos gucken? Naja, zuallererst mal, damit mich mehr Leute gucken, müssten mich erstmal mehr Leute verstehen. Das ist schon mal ein guter Anfang. Wenn ich nämlich nur pelzig rede, du, dann versteht ihr, okay, sau, was ich da überhaupt verzähle. Da kann ich dann nicht viel verzählen und die hucke dann da vorne dran, kratzt sich am Kopf und denke, hä, was erzählt denn der da jetzt mir von Garde die Edelscher? Deshalb habe ich dann halt Hochdeutsch angefangen zu reden. Naja, also so ein bisschen Hochdeutsch. Es ist Hochdeutsch mit Knibbel, sag mal. Einfach damit mehr Leute mein Gelaber verstehen. Ey, krass, guck mal, das passt ja fast schon ziemlich gut, genau. Ein bisschen drehen vielleicht. So, damit mehr Leute mich verstehen. Dann habe ich so drüber nachgedacht, okay, was wären denn zum Beispiel Spiele, wo viele Leute auch gucken wollen, ne? Hm. Und das war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt reicht's aber. Ich habe keinen Bock, irgendwelche Spiele zu spielen, nur weil ich denke, dass das viele Leute gucken wollen. Wenn es mir selbst keinen Spaß macht, nee, das geht gar nicht. Also, da war es dann schon wieder vorbei. Dann muss man auch dazu sagen, auf Arbeit, das wie gesagt, das erste Event, es war ausbaufähig. Ja, aufpassen, wer hier zuguckt, ne? Das zweite Event war deutlich besser. Also das zweite Event in diesem Jahr war deutlich besser, aber deutlich besser als das erste, wo mir dann klar wurde, okay, das kann besser laufen und das läuft besser. Die Leute müssen sich wieder einspielen. Die kommen gerade von 4 Monate Off-Season. Da ist nix viel. Also hier, es geht deutlich besser, alles klar. Und dann so, ja, komm. Muss ich ja doch nicht den Job wechseln. Ich bleib bei dem Job, weil der gefällt mir eigentlich, gefällt der mir ja schon. So ist es ja nicht. Ist ja nicht so, dass es ein blöder Job wäre. Nee, nee. Warum hatten die rechts so einen großen Arm und links so einen kleinen? Hat sie gar nicht. Ey, ich habe nur meinen, Uppala. Ich habe nur meinen Dingens zu groß gemacht. Jetzt, wo ist es denn hin? Nee, du nicht. Hä? Da. Nee. Hä? Das da ist es. Okay. Ich muss nur das Dingens da kleiner machen. So. Ne? War es das nicht? Doch. So irgendwie. Hm. Ja, das lassen wir so. Da tricksen wir noch ein bisschen, dann geht das.
Ja, es lief dann halt deutlich besser. Und dann dachte ich so, ja komm, passt. Also gefällt mir wieder auf Arbeit. Das war halt nur so der Anfang, der erste Schock. Der erste Schock halt so, Alter, was geht denn hier ab? Wo bin ich denn hier gelandet? Das ist ja mal übel. Äh, und deshalb bin ich jetzt auch, hoppala, das war zu viel, wieder ein bisschen gechillter. Also ich bin jetzt davon abgekommen, oh, ich muss jetzt irgendwie Zeugs machen, um jetzt komme ich endlich, ich habe endlich einen Faden wieder gefunden. Jetzt muss ich muss Zeugs machen, damit ich quasi über YouTube irgendwie Geld verdienen kann oder sowas. Damit ich, warte mal, das war nix. Irgendwie, damit ich über YouTube Geld verdienen kann, falls ich da kündige oder sowas, dass ich irgendwie wenigstens ein bisschen so Geld reinkommt. Ja, nö, hat sich ja dann erledigt. Job macht Spaß, ist cool. Gibt Ups, gibt Downs, gibt Events, die geil sind, gibt Events, die nicht so geil sind. Ich muss dazu sagen, es ist nicht wirklich. Ich erkläre jetzt nicht, was es ist. Ist kompliziert. Ähm, und dann bin ich manchmal viel, wo ich, ups, das war falsch, nur im Büro sitze. Und dann gibt's wieder Dinger, wo ich viel draußen rumhampel. Vielleicht auch, weil einer krank ist, wo ich schon gesagt habe, ja komm, wenn ein Hausmeister krank ist, mir scheißegal, Hauptsache ich habe was zu tun. Muss nicht den ganzen Tag im Büro sitzen. So, wo waren wir denn? Äh, äh, äh. Da müssen wir ja das da quasi wegmachen. Ich habe mich gerade voll verlabert. Ja, genau. Das da mach mal weg. So, und jetzt gucken wir uns das Ganze nochmal an. Zack. Gut genug. Auch hier wieder. Scheiß drauf. Gut genug. Es ist gut genug. Es ist halt einfach gut genug. Es könnte noch ein bisschen besser sein. Komm her. Klauen wir uns hier einen Strich. Ups. Kommst du her? Klauen wir uns hier einen Strich. Ach komm. Sei doch nicht so. Mach doch, was ich will. So war das nicht geplant. Ey, echt jetzt? Was willst du von mir? Ach du. Ach da. Hä? Ich bin verwirrt. Moment. Moment. Was ist denn das da? Okay, ich habe jetzt irgendwie gar keinen Strich geklaut. Was soll denn das? Dann müssen wir das halt nochmal machen. So. So, ich will mir von der Ente da oben einen Strich klauen, habe ich doch gesagt. So. Copy, Paste. So. Und diesen Strich hätte ich jetzt halt gerne. Ja, siehste, geht doch. Ungefähr hier. Noch ein bisschen gedreht. Dass das ungefähr so aussieht. Ja, sieht besser aus. Ist aber in klein nochmal. Da oben auch noch ein Strich hinmachen. Eigentlich schon zu viel Arbeit. Macht man halt alles für die Quote. So, wo war ich eigentlich? Jetzt geht das schon wieder los. Wo war ich eigentlich gerade mit meinen Erzählungen? Nee, echt jetzt? Ach, ich weiß, was das Problem war. Dass ich das nicht als Ebene gemacht habe. So. So, passt. Passt. Die Seite kommt weg. Noch ein bisschen nachradieren und gut ist die Chose. Kein Bock mehr hier. Ah. Ja, so. Also, ich bin davon abgekommen, mit YouTube Geld verdienen zu wollen, zumal ich auch irgendwo mal gehört habe von, ich weiß gar nicht, ob das stimmt, wo er gesagt hat, ja, pass auf, du kriegst pro
1000 Klicks. Ich weiß nicht, ob es für Shorts gilt oder generell auch für Videos pro 1000 Klicks. Wenn du wirklich mal genug hast, ich glaube, du brauchst 1000 Abonnenten oder sowas, damit du richtig monetarisieren, Werbung schalten und sowas. Und pro 1000 Klicks gibt dir YouTube 1 Euro. Ja klar, guck mal, ich bin froh, wenn ich einen Klick habe, der nicht von mir ist, wo ich mir das Video selbst nochmal zum Einpennen angucke. Und dann so, aha, hinne an der Hub, kann ich vergessen. Werde ich nie hinkriegen, werde ich nie machen. Vor allen Dingen, ihr seht ja, was ich jetzt, ich meine, wenn ich das alleine mache, wenn kein Livestream-Gedönse, dann geht das natürlich deutlich schneller. Aber ihr seht ja, was das hier jetzt für eine Arbeit ist, so ein blödes Thumbnail zu machen. Und ich rede jetzt hier nur vom Thumbnail, weißt du? Da habe ich noch nicht das Video gemacht. Video aufnehmen ist ja das geringste Problem. Du nimmst das Video auf, sowas. Der Videoschnitt geht auch deutlich schneller. Aber insgesamt alles für eine halbe Stunde Video sitze ich da dann halt irgendwie am Schluss 2 Stunden. Und dann habe ich noch keine Shorts gemacht. Die Shorts dauern bei mir zumindest länger als eine halbe Stunde, so 1 Minute Short oder sowas, weil, dann will ich Untertitel hinmachen. Okay, alles klar. Ja, jetzt will ich aber, dass die Untertitel nicht einfach nur Untertitel, wie ich sie früher hatte. Ich will jetzt, dass die so ein bisschen animiert sind. Das kostet wieder extra Zeit, wo ich machen muss. Und er musste erstmal noch schneiden. Da muss ich ja wirklich ein Stück schneiden. Dann muss ich ein gescheites Format anpassen. Das könnte ich eigentlich auch mal machen. Livestream zu, wie ich Shorts erstelle. Ich habe gerade, ihr merkt schon, ich habe nichts zu tun. Doch, ich habe sehr viel zu tun, das da zu machen. So, jetzt machen wir endlich mal Feuerzieher. Ich will jetzt hier fertig werden. Guck mal, wir haben schon wieder 22:13 Uhr, Mann. Wo waren wir denn? Wir brauchen noch. Halt. Was sagst du denn, du? Du. Character Art, genau. Wir haben 2 Verliebte. Also sie da, die Gans, und dann muss ich mich mit rotem Köpfchen, habe ich mich, gell? So, dann zeig ich mal her. Was ist denn ein schöner Körper für ein rotes Köpfchen? Das da. Hat man das nicht eben schon? Nee, ich nehme das da. So, das da. Und da fällt mir gerade ein, jetzt pass auf, das habe ich für Folge 1 genommen. Ich glaube, das habe ich noch eingefärbt, oder? Player surprised. Player happy. Ah, gucke. So. Da kommt jetzt ein anderer Kopf drauf. Ganz klar. Ah, Balle. So, irgendwie ist mir die Ente da zu klein. Ist die euch auch zu klein? So, jetzt pass auf. Müssen wir die Ente. So. Alles, was man jetzt sieht, ist Ente. Dann tun wir einfach mal die Ebenen vereinen. So. Jetzt kann ich die nämlich größer ziehen. Ja, das Problem bei der Ente ist halt, die ist halt einfach nur relativ lang. Und die Schnecke wieder dazu. Ja, so könnte es schon eher hinhauen, oder? Was ist denn das da eigentlich für Dreck? Uh, da ist auch noch Dreck. Kommt der her? Ah, der gehört noch zu mir. So, weg damit. Braucht keinen Dreck hier. Könnt die Ente noch größer machen. Hm. Das soll auch nicht zu groß werden. Gibt ja voll die Killerente hier. Ja, aber es ist ja auch eine Gans. Eine ganz große. Da unten habe ich übrigens was vergessen. Das nervt mich schon die ganze Zeit. So, andere Richtung. Da drüben auch. Ja, reicht mir. Gut genug. So, da freue ich mich wie ein Schneekipfel. Ich weiß nicht, was ein Schneekipfel ist. Nicht nachfragen. Und hier wollte ich Los Glotzkopfos wollte ich hier haben.
Ah, ich sehe schon, der Hintergrund wird mir jetzt schon Freude machen. Der sieht nämlich ziemlich einfarbig aus. Zack. So. Dann knallen wir den da oben drauf. Und machen den aber noch ein bisschen größer. Größer, nicht drehen, du. Du dummer Kopf, du. So. Problem ist, dass die jetzt nicht dieselbe Kontur. Hallo? Dann skalier doch, Mann. Wieso will denn der nicht? Ah, jetzt hat. Also. Ja. Jetzt muss ich halt wirklich schätzen. Ich glaub, das ist zu klein. Zu groß. Na? Achso. Das ist noch die schwebende Auswahl. Sag doch was. Jetzt weiß ich, was da los war. Ja, ich habe eine gute Idee. Ich mach das, hubala. Ich mach das da unten am Hemdskragen fest. Ich bin immer noch ein wenig zu groß. So ungefähr. Ja, passt so. Das sieht voll. Was ist denn das? Das sieht voll komisch. Ja, gucke, hä? Hübsch, oder? Sieht gut aus. So. Dann stehen da 3 Verliebte. Das stimmt doch gar nicht. Es geht doch hier gar nicht um mich, aber egal. Ah, ja, stimmt. Uh. Oh, es tut mir leid, Marie Antoinette. Aber du wirst jetzt geköpft. Weil dein dicker Glotzkopf mir im Weg ist. Hallo? Hat noch nicht geklappt? Jetzt hat aber, oder? Ja, noch nicht? Was ist denn hier los? Ach so. Nicht gut. Zack. Zack. Mein Kopf wieder drauf. Wunderbar. So. Ich hätte gerne. Was soll denn das hier? Geh mir doch nicht auf die Nerven, hey. Mann, ey. Player Happy, eingefügte Ebene, da sind wir. So, gucke. Alles weg mit dem Speck. Das ist zu viel. Hihihi. Nee. Nee, du, das ist zu viel. Nee, das ist auch zu viel. Das ist auch zu viel. Das ist alles zu viel. Alles zu viel. Scheiße, jetzt muss ich halt selbsttätig werden. So, komm mal her. Oh, nerv mich doch nicht. Mach doch mal, was ich will. Ja, das ist halt ein Anwendungsproblem, das weiß ich selbst. Trotzdem. Wieso gibt's noch nicht AI? Ja, AI gibt's schon, aber die rausfindet, was ich will und das dann macht. Dass Programme das machen, was ich will, ohne Ahnung vom Programm zu haben. Oh, das wäre super. Das wäre richtig super. Ist aber nicht so. Pech gehabt. Wo waren wir denn? Da noch, gell? So. Junge, freue ich mich auf mein Bett. So. Warum macht man eigentlich, wenn man konzentriert ist, die Zunge raus? Also so, keine Ahnung. Also, ich mache das nicht, weil es dumm aussieht. Aber wenn es nicht dumm aussehen würde, würde ich es machen. Das ergibt gar keinen Sinn. So, jetzt müssen wir natürlich den Pullover noch ein bisschen anpassen.
Hautfarbe funktioniert. Das ist leicht unschärfer als das da. Ist mir egal. Ihr wisst ja, es ist gut genug. Nein, das war falsch. Ich muss auf meinen Klotzkopf gehen. Genau. Das da, das da und das da. Und dann hätte ich gerne diese schöne kackbeigene Farbe. Und die würde ich gerne. Upsi. Na, dann besser nicht. Da vielleicht? Ne, auch nicht. Notfalls lasse ich es einfach so, wie es ist. Guck. Ich lasse es einfach, wie es ist. Tu aber noch die Hosenträgers ein wenig so machen. Sag mal her. Gut genug. Alles gut genug bei mir. Ist mir egal. Es ist alles gut genug. Hoppala. So, also, ich brauche ein Mailtime-Logo. Ich kann sogar fast lesen. Ich brauche einen Hintergrund. Den da haben wir ja gewählt. Der ist auch soweit in Ordnung. Bis auf Los Bienchen. Tut mir leid, mein kleines Bienchen, aber du musst leider hier verschwinden, denn dein dicker Hummelhintern ist mir im Weg. So. Ja, ja, die Hummel ist weg und kommt auch nicht mehr wieder. Dann hätten wir hier einen Klotzkopf. Das ist der falsche. Das ist komplett falsch. Das ist richtig. Das ist richtig. So, jetzt zeige ich mir mal mein Machwerk hier an. Es ist nicht hübsch. Richtig, es ist nicht hübsch. Sehr gut. Nennen wir das Ganze. Na, wie nennen wir es denn? Etwas Kreativität ist gefragt. Ich habe keine 4. Wo ist die 4? Da ist die 4. Exportieren bitte. Danke. Für dieses schöne Bild hier. Danke. Für jeden neuen Tag. So. Wir kommen zum Ende. Aber das geht ein bisschen einfacher. Da habe ich nämlich schon einen Hintergrund. Ist doch dasselbe, oder? Nur, dass da schon das Dingens ist, ja, dann nehme ich natürlich das da, ne? Ist ganz klar. So, dann fangen wir also hier wieder an und tun zuallererst mal diese beiden Dingers da verschwinden lassen. So, Steuerung F. Steuerung F ist einfach der letzte Effekt oder letzte Filter, den du gemacht hast, nochmal machen. Und der letzte Filter, den wir gemacht haben, war ja hier verbessern Heal Selection. Deshalb geht das mit Steuerung F dann weg. Dann sparst du dir da durchs Menü zu klicken. Hab ich rausgefunden durch eine YouTuberin. Da müsste ich jetzt wirklich gucken. Irgendwas mit Canvas. Creativity Canvas oder sowas. Und die hat halt verschiedene, ich glaube kostenlose, bin mir nicht ganz sicher, aber so ziemlich, wo sie verschiedene Bildbearbeitungsprogramme probiert. Und zeigt dann halt Sachen machen, wie zum Beispiel hier Sachen ausschneiden, Hintergrund entfernen, bla bla bla. Und das hat's halt mit, keine Ahnung, Paint. Ich weiß nicht, ob es mit Paint was gemacht hat oder mit irgendwie anderen kostenlosen Programmen sowas und halt einmal eine Videoreihe mit 20 Videos oder sowas über GIMP. Da habe ich sehr viel gelernt. Kann ich nur empfehlen. Muss ich mal gucken, ob ich die. Ja, komm, ich vergesse es ja eh. Mal her. Aber ihr sollt nicht sehen, was ich hier mache. So, dann gucken wir einfach mal, wie die heißt. Wie heißt die denn? So, pass auf, mein Kanal. Ab jetzt dürft ihr wieder gucken. Abos. Äh, oh. Ach,
Shit, wir haben ja Freitag. Guck mal hier, das habe ich noch gar nicht geguckt. Müssen wir mal gucken. Warum sieht denn das hier so kacke aus? Jetzt sind wir hier. Sag ich mal, wie hieß denn die? Moment, die hatte letztens erst wieder ein Video hochgeladen, was ich aber nicht angeguckt habe. Hier, jetzt könnt ihr meine ganzen Abo-Videos gucken, was ich so drin habe. Wo war sie denn? Wo war sie denn? Wo war sie denn? Da! Creator Canvas. Ich war nah dran. Guck mal, 2 Aufrufe hat's nur. Da zeigt sie jetzt halt im Moment how to make a letter portrait in, ich weiß nicht, wie das Grafikprogramm heißt. Pico Paco, irgendwie sowas. Weiß ich nicht. Hat sie halt auch, siehst du, für mich in GIMP, ne? Und hat halt da viele Dinge. Und kann ich nur empfehlen. Sie erklärt das wirklich gut, nicht so wie ich, macht einfach. Nee, sie sagt halt hier, da guck, wie man hier so ein Linienbild macht. Dann erklärt sie dir das Schritt für Schritt. Und sie sagt dir auch noch Tastaturshortcuts. Und da kriege ich immer dicke Ohren, wenn jemand von Tastaturshortcuts redet. Bin ich immer dabei. Tastaturshortcuts sind was Feines. Shortcuts sind was Feines. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Die funktionieren im Programm, egal, ob du unter Linux oder Windows bist. Also so Standard-Shortcuts wie Steuerung, sag mal her, Steuerung C, Steuerung V, Steuerung X, Steuerung A, um Text alles einzudingsbumsen, Steuerung Z, Steuerung Y und sowas. Das funktioniert halt universell. Steuerung P, wenn du das drucken willst, keine Ahnung. Das funktioniert halt universell und deshalb ist das so saumäßig praktisch, wenn du mit verschiedenen Betriebssystemen, also in meinem Fall halt nur Linux und Windows, rummachst. Über Mac, keine Ahnung, kenne ich mich nicht aus. Hab ich nicht. Ob das da, also Steuerung 10, Steuerung V wird wohl auch so funktionieren, nur dass Steuerung wahrscheinlich nicht Steuerung heißt, sondern irgendwie anders. Weil Mac. So, Copy. Dann fügen wir das hier ein und ich habe so das Gefühl, dass das nichts wird. So, kommen Sie doch mal bitte darüber. Reicht. Sieht gut aus. So, hier haben wir unseren schönen Hintergrund. Und diesmal, also das ist ja das Video 5, ne? Wichtig dieses Mal ist, eigentlich könnte ich das fast schon lassen. Die Biene, die kommt dieses Mal rein. Komm, die machen wir gleich dazu. Character Art, wo ist denn das Bienchen? Ah, es ist ein schönes Bienchen. Da, ein lachendes Bienchen. Na, einfach nur dieses Smiling Bee. Die kommt auf jeden Fall mit. Ne? Und dann, was ist denn noch so in dem Video passiert? Keine Ahnung, gucken wir es uns einfach an. Müsste das da sein. Guten Tag. Ja, da haben wir halt das Spiel beendet. Das reichen. Viel Glück. Da hat der Punkvogel was gemacht. Der Eckbett war auch wieder da. Und am Schluss, oh ja, stimmt. Da war dann am Schluss war Party. Das ist klar, wenn ich hier ein großes Zell-Schmaderer. Das hört sich Schmaderer. sehr wird was hinten abblenden. Und dann, Komm mal her. so, Mir ist aufgefallen. wirklich einfach rum. Überspringen. Ich kann nicht Aber überspringen. das ist gar nicht, wo ich so mache, gell? Ach, Ja, egal. hinne. Irgendwann ist er auch mal wieder Ja, dran. egal. Das Partybild. Partybild haben wir hier auch. Und zwar hier. Gucke. Da lachen sie alle bis. Oh, guck mal, da guckt sie normal. Ich glaube, wir nehmen einfach das. Da haben wir alles drinne. Und da mache ich dann halt, oh ja, nee, das ist ein bisschen gefährlich, weil wenn ich da jetzt die Haare abschneide, dann fehlt dem da nämlich ein Stück Dingens. Aber so ein schönes Endbild mit allen Charakteren drauf ist vielleicht gar nicht mal so schlecht, die Idee. Also den Frosch will ich drin haben. Die Biene, oh, die Fledermaus ist eigentlich auch noch hübsch, komm her. Ja, komm, mach mal hier einfach standardmäßig weiter. Da, der muss lachen. Zum Schluss müssen sie alle lachen, weil sie nämlich froh sind, dass diese Videoreihe endlich vorbei ist und dass sie mein dummes Gelaber nicht mehr hören müssen. Dann müssen sie alle lachen.
Das da in Lachend haben wir schon mal. Das nehmen wir einfach wieder. Das kriegt keiner mit. Niemand kriegt es mit. Ich sag's euch. Wie sieht's denn hier aus? 22:31. Ja, jetzt aber flott. Eine Häsin könnte man reinmachen. Habe ich aber keine Lust drauf. Schildkröte. Ah, der Frosch haben wir ja gesagt. Komm, machen wir den Frosch noch dazu. Der darf auch lachen. Und dann haben wir ja wieder. Dann haben wir ja wieder, was wir wollen. Fangen wir mal mit dem Frosch an. Der Froschi kriegt auf die Goschi. Ups. Ey, Junge, jetzt habe ich mich wieder verklickt hier. Komm mal her. Ah, jetzt hat aber. Mach mal ein bisschen größer, ich sehe nichts. Also, wie gesagt, komm, wir machen's gleich weg. Ups, nicht du. Mail, das da kann auch weg. Also, wir müssen meinen Charakter allein da wegmachen. Es tut mir sehr leid. Es tut mir sehr leid, aber du musst jetzt halt verschwinden. Das ist übrigens, ich bin im falschen Dingensbummens. Ich muss hier hin. Und dann kann ich es verschwindeln lassen. Ich könnte es aber auch wegrechnen lassen. Zack. Nie was Schöneres gesehen. Das da lasse ich, da mache ich gleich die Biene drüber. So, kleiner Frosch. Kommen Sie mal mit, Sie sind immer noch zu groß. Upsala. Upsala, sorry. Ich wollte doch den kleinen Frosch kleiner machen. Er hat aber auch lange Beine, hey. So ungefähr. Ich glaube, die Dinger daneben könnten wir eigentlich wegmachen. So. Die Biene wollen wir noch reinmachen, haben wir gesagt. Moment, wir gehen zuerst mal auf ihn hier. Was mache ich denn hier? Komm her. Kopieren. Dann da einfügen. Dann hier verkleinern. Der ist nämlich relativ klein eigentlich. So klein dann auch wieder nicht. Kleiner als der Frosch war er aber. Weiß jeder, dass eine Fledermaus kleiner ist als ein Frosch. So. Ja, ich werde die gelben Dinger da wegmachen. Komm, das machen wir gleich. Es ist dann schon auffällig, wenn das bei jedem so ist. Dann machen wir die halt hier einfach weg. Wir sind hier übrigens wieder falsch. Der gute Mann heißt Jim. Und der hat jetzt keine Dingsies mehr. Der arme. Der arme Jim. Ich könnte das Mikrofon einfach ein bisschen weiter nach rechts machen, wenn ich eh die ganze Zeit so gucke. Ist ja auch egal. So, dann brauchen wir noch Player Happy. Was wäre das hier eigentlich? Da, das ist das lachende Gesicht. Und Player Surprised. Da würde dann so lachen. Nee, das ist dumm. Haben wir sonst noch irgendwas? Player Happy? Ich habe nur 2 Körper im Moment. Moment, da machen wir das ganz einfach. Player Neutral. Yeah, baby. Hier, gucke. Da klaue ich mir hier den Körper. Flup, flup. Sogar mit Kopf. So, dann klaue ich mir den und füge den dann einfach da ein. Zack. Wo ist das M? Wo ist das M? Da ist das M. Sieht das dann gut aus, wenn ich jetzt den Klotzi da drauf mache? Sieht irgendwie aus. Okay, der hat es mir gerade den Kopf gebrochen. Ja, das ist ein bisschen doof. Da müssen wir was gegen tun.
Was tun wir dagegen? Indem wir einfach die Ebene transformieren. So, und schon sieht das besser aus, oder? Hat's mir nicht ganz den Kopf gebrochen. Mann, hat das dumm ausgesehen. Eigentlich hätte ich es drin lassen sollen. So, ich will hier ein bisschen weggehen. Damit man den Bär da hinten vielleicht besser sieht, meint ihr? Meinst du nicht, dass das eine gute Idee wäre? Also hier den Glotzi da drauf. Sieht aus, als hätte er sich gerade in die Hose gekackt. So. Jesus, nee. Jesus, nee. So, dann haben wir hier schönes Hose gekackt Bild. So. Aber auch hier wieder, es tut mir sehr leid, aber du wirst geköpft. Da habe ich mir so Mühe gegeben. Moment. Upsa, das war komplett falsch. So wollte ich machen. So, hui. Hui. So, schön, Mitte durch den Hals. Zack. Na, wo ist denn der Anfangspunkt? Zack. Weg damit. Nächster Kopf drauf. Das ist kein Kopf. Das ist ein Kopf. Dann werde ich mir jetzt hier aber auf sehr wohl dieser Ebene. Na, kommst du her. So. Werde ich mir hier jetzt einmal die Farbe klauen und die dann auf meinem Kopf. Das ist nicht mein Kopf. Das ist mein Kopf. Werde ich die dann da reinmachen. So. Junge, kriegst jetzt ein Bleaching verpasst. Die Leute werden auch denken, was ist denn hier los? Warum hat er denn dauernd eine andere Hautfarbe? Weil's halt so ist. Weil's halt so ist. Oh, ich hab's da unten vergessen. Das ist schlecht. Uh. So, komm mal her. Also, die Early, da war noch ein bisschen. Da habe ich noch ein Early. Ich glaube, das war's, oder? Ah, okay, hier könnte man noch ein bisschen was dagegen. Uiuiui, unternehmen. Dass das so groß ist. Ja, ja. Sollen wir ihm die Nase rot machen? Komm, wir machen ihm eine rote Nase. Habe ich gerade Bock drauf. So, pass auf, dann machen wir es natürlich auch wieder uns ein bisschen einfacher. So. Und dann hauen wir dem jetzt einfach, zack, eine rote Nase. Das ist, glaube ich, zu rot. Das ist zu rot. Nee, da müssen wir ein bisschen gedecktere Farben nehmen hier. Das ist, glaube ich, besser. Funktioniert, geht. So. Der da steht ein bisschen abseits. Könnte ich dich vielleicht noch, Toff heißt du, darf ich sie ein bisschen an die B titten? Aber dann verbumbeitelt der da den Wolf, den Bär. Ja, nö, dann lassen wir das so, wie es ist. Soll man den Frosch noch ein bisschen größer machen? Eigentlich müsste er auch größer sein. Bisschen zumindest. So. Das ist in Ordnung. Dann machen wir den Frosch noch größer. Der heißt Jim, soweit ich weiß. Jim, der Frosch. Ne, das sieht zu groß aus. Machen wir so. So, ist in Ordnung. Zack. Jo. Exportieren. Nennen wir das Ganze Mail 5. JPEG exportieren bitte. Jawohl, ja. So. Knack. Damit haben wir es geschafft.
Ja, das noch ein bisschen speichern hier. Dann machen wir die ganze Kacke zu. Und freuen uns unseres Lebens, dass wir hier jetzt fleißig Bilder haben. Da gucke. Und man achte bitte auf die Hautfarbe von meinem Charakter. Übrigens, hier habe ich noch Augen. Und zwar aus dem ganz einfachen Grund, äh, so. Ups, das war genau das, was ich nicht machen wollte. Immer eins hoch. So. Du sollst zu. So, fällt euch was auf? Es ist dasselbe. Da hab ich mir nicht viel Mühe gegeben. Da habe ich einfach nur das Hemd gelb gefärbt. Ähm, die Zöpfe abgeschnitten. Ja, da habe ich ja noch ein bisschen nachgebaut. Ich glaube, das kann man auch da zumindest, kann man sehr gut erkennen, dass ich da rumgepfuscht habe. Hier habe ich rumgepfuscht. Egal. Sieht man aber hier nicht. Und es ist halt einfach nur derselbe Charakter wie sie hier. So, aber einfach nur noch die Haare blond gefärbt, das da abgeschnitten, Rest blau gefärbt und gut ist. Deshalb ist das auf Bild äh, auf, auf dem ersten Thumbnail. Oh, Kack. Ich habe ja vergessen, ich muss ja überall noch was draufschreiben, wie die Folge heißt. Ja, komm, jetzt gehen wir erstmal gucken. So, das ist das zweite, deutlich unschärfer, wie man sieht. Und hier die Hautfarbe ist deutlich dunkler geworden. Es war ein sehr heißer Tag. Gut gebräunt. Hier immer noch gut gebräunt. Da bin ich schon wieder im Gesicht zumindest ein bisschen blasser geworden, merke ich gerade. Und hier sind wir gerade, das sieht ja komplett kacke aus. Nee, also da müssen wir die Backen irgendwie, müssen wir noch ein bisschen heller machen, glaube ich. Oder, ich glaube, ich mache die Hautfarbe einfach dunkler. Tja, da waren wir wohl zu schnell. Hab ich wohl gedacht, dass wir jetzt halt fertig sind. Tja, falsch gedacht. Ähm, nee, das sieht wirklich nicht gut aus. Player Neutral. Nope, es war ja, ich habe ja hier der Kopf. Der Kopf ist das Interessante. So, guck mal hier. Jetzt kriegt er schwarze Backen. Das ist ja Wahnsinn hier. So, dann würde ich sagen, wir nehmen uns diese Farbe und machen die einfach ein wenig dunkler. So vielleicht? Gucken wir mal. Äh, 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 äh. So sieht das gut aus, oder? So. So ist in Ordnung. Okay, so. Hier sind wir wieder. Müssen noch die Schrift machen. So, das ist Nummer 5. Wie nennen wir das Video? Also, das da hinten ist Greg. Greg der Bär. Und den müssen wir wecken. So, ja, ich habe bisher die ersten 2 Folgen haben irgendwas mit Brief drin. Ich glaube, wir werden jetzt nicht jede Folge irgendwas mit einem Brief machen. Da bin ich nämlich, das ist mir zu doof. Zuallererst mal muss ich da hingehen und das hier als Text bearbeiten. Jawohl, ja. Ein garantiert nicht geheimer Brief. Wie wäre es, wenn wir das nennen? Was? Oje, oje. Weg the Crack. Hat meine Freundin gerade vorgeschlagen. Ja, ja, aber da ist ja gar nicht erkennbar, dass das Deutsch ist. Ja, weg. Ach so, weg der Crack. Ich sollte Crack wecken. Was? Ich will, ja.
Ah, ja, jetzt verstehe ich, was du von mir willst. Also, denke ich mal. Greg Wacken. Greg Wacken. Greg Wacken. Das hört sich an wie Leg Wacken. Also die Band. Das ist in Ordnung. Greg Wacken ist geil. Hört sich an, wie wenn so ein Frosch gerade kackt. Greg Wacken. Greg Wacken. Keine Ahnung. So. Ja, ist das ne. Okay. Dann brauchen wir noch ein. Das ist schlecht. Jetzt habe ich mal ein schönes Orange nimmer, was ich gestern noch hatte. Muss ich mir ein neues Orange suchen? Nee. So ungefähr. Oh, keine Ahnung, pass auf. Da cheaten wir wieder mal ein bisschen. Ich suche das Orange. Hier, genau das da, weißt du? Komm, wir machen mal das einfach. Öffnen mit GIMP. Ja, weg da. So. Dann holen wir uns genau dieses Orange. Und Greg Wagon. Alles klar. Nachziehen. Ich glaube, hatte ich es auf 5? Reinzogen. Sag mal her. Jo, sieht gut aus. Greg Wacken. Es ist dumm. Okay. Alles klar. Mail 5 ist das. Exportieren. Ja, ja. Ja, ja, hopp, komm, mach hin. So. Jetzt brauchen wir. Das grenzt an Arbeit hier, wenn ich das so jetzt mache. Nee, komm, das machen wir anders. Für die Qualität des Bildes nicht gerade zuträglich, was ich jetzt mache, aber ich bin halt einfach faul. Ich bin halt einfach faul und lade das hier so rein. So, gucke. Ich finde, das ist ein lustiges Bild, man hat keine Ahnung, was hier abgeht. Also, das da ist radikal. Oh, ich habe da vergessen, das muss ich noch gelb machen, fällt mir gerade auf. Komm mal her, damit das auch gut aussieht. Könnte man noch schnell machen. So, siehst du. Greg Wacken. So, also das ist Folge 3. Folge 3 ist passiert, war Folge 3. Was mache ich schon wieder hier? Folge 3, war das mit dem Liebeslöffel? Oder war das Folge 4? Ist das so? So, hier. Okay, da bin ich zum ersten Mal da oben. Ach, das war das. Nee, war das nicht das mit dem Wasserschwein? Und 10. War lustig, 10 Das war Folge 5. Moment, komm, hier, pass auf. Mail 4. Du bist prima, Peter. Danke für deine Hilfe. Folge 4 ist die mit dem Liebeslöffel. Okay, das ist relativ klar, was wir hier machen. Folge 5 ist Greg Wacken. Ist das so ein Wasser? Und Folge 3, gucke. Das ist, wie habe ich ihn genannt? Ja, ist das ein Papengu oder so heißen die Dinger. Wie? Patengu? Hallo. Ja, ja, hallo. Ich bin ein Wasser. Zurück. Ist das so ein Wasserschwein oder wie das heißt? Ja, ist es ein Papengu oder so heißen die Dinger. Papengu, das Wasserschwein. Dann nennen wir das genauso. Papengu, das Wasserschwein. Papengu. Junge, bist du drauf. Papengu, das Wasserschwein. 1, 2, 3 ist genau das, was ich hier habe. Also. Ich brauche hier Text. Papengu. Komm, ich tue es einfach kopieren. Was soll der Geiz? So, gut. Jetzt muss ich natürlich das bearbeiten. Wenn wir das.
Papengu. Papengu, das Wasserschwein. Das Ding ist, dass ich weiß nicht, also ja, die Folge ist noch nicht draußen, aber ihr hättet es ja gestern zugucken können. Mir ist halt aufgefallen, dass ich in dem Video, dass da ein Wasserschwein ist, dass ich sofort als Wasserschwein identifiziert habe. Ich habe nur gedacht, der andere Name für Wasserschwein ist Papengu. Was gibt's denn da so Sound, um zu lachen da drüben? Ich wusste, dass es irgendwas mit P ist. Und ich habe schon wieder vergessen, wie es heißt. Es ist nicht Papengu. Und ich habe in der Folge, ich glaube, jedes Mal, wenn ich zu dem Vieh gerannt bin, und dann hat das irgendwie einen anderen Namen gekriegt. Ich glaube, dann irgendwann hieß es nur noch Pengo oder sowas. Und irgendwann wurde es mir dann zu doof. Und dann habe ich Wikipedia aufgemacht und habe dann festgestellt, dass das Capybara heißt. Dankeschön. Papengu finde ich immer besser. So. Soll man da ein Komma hinmachen eigentlich? Papengu, das Wasserschwein. Okay, ja komm. Ich glaube, wir lassen es mit Komma. Papengu, das Wasserschwein. Ich finde das eigentlich ziemlich gut. So, das werden wir jetzt gerne orange. Yes, das hätten wir jetzt gerne orange umrandet. Dann machen wir das gleich. Hier Auswahl nachziehen auf 5. Ja. Vielleicht sollten wir das nicht gelb umranden, sondern orange. Aber okay. Junge. So, Papengu, das Wasserschwein. Ist es nicht hübsch? Ja. Es ist nicht hübsch. Es ist Mail. Es ist Mail 3. Also, ja, ich hätte es einfach lassen können. Oder? Bevor ich jetzt hier was falsch mache, erstmal nachgucken. 1, 2 ist klar. 3 ist Papengu, das Wasserschwein. Aha. 4 ist die Sache mit dem Liebeslöffel. So. Exportieren, ersetzen. Exportieren. So. Machen wir das mal weg. Halt. Ja, komm, scheiß drauf. So, jetzt, dieses Video muss heißen, die Sache mit dem Liebeslöffel. Weil der hat mich da schon Nerven gekostet, der Liebeslöffel hier. Was ist denn das da eigentlich? Weg mit dir. So, dann kommst du mal her. Dann werden wir den Text ein wenig bearbeiten. Nee, nicht Papengu. Mann, was wollte ich machen? Die Sache mit dem Liebeslöffel. Ups. Die Sache mit dem Liebeslöffel. Ich will überlegen, wie ich das jetzt am besten mache. Das sieht dumm aus. Nee, so wie es am Anfang war das schon am besten. So, die Sache mit dem Liebeslöffel, ne? Und wenn man dann schon mal. Ach komm, ich hab's genau gewusst. Du Papengu, du. Ey, was soll denn das? Lass das. Ey, hallo? Ah, shit, jetzt weiß ich, was los war. Ich muss das noch als Ebene einfügen. So. So, es sieht gut aus soweit. Dann müssen wir das schön so machen. Nachziehen, nachziehen, nachziehen. Exportieren, Mail 4, Enter, Enter, Enter. Die liebste Taste von den Piraten. Okay, Greg wecken. Greg wecken? Haben wir schon. Gut.
Das kann man zumachen, braucht man nicht. Das speichern wir. Ja, und jetzt gucken wir uns das Ganze nochmal an. Numero uno, numero due, numero tre, quattro. Pengu. Oder wie hat er gehießen? Papengu. Ha, was weiß denn ich? Ihr wisst, was ich meine. So, sehr schön. Haben wir das. Habe ich die Videos alle schon da drin? Die könnte ich jetzt einfach alle hochladen. Wollt ihr mal zugucken, wie ich Videos hochlade? Man gönnt sich ja sonst nichts, ne? Man geht auf Bichtes Kanal, wo geben tut. Und freut sich, dass voll das Feuerwerk hier. 6 Leute haben ein Video geguckt. Eine davon war meine Freundin, die hat. Ja, was soll das? Die hat nämlich gerade das Video geguckt. So. So, Video hochladen. Mach mal hin. Nein, nicht die JPEGs hochladen. 2 ist oben. 3, 4, 5 muss noch hoch. Habe ich Short Schälchen schon? Ja, ich glaube schon. Ha, habe ich Short Schälchen schon? So, dann laden wir die einfach alle 3 hoch. Alles klaro. Badam, badam, bam, bam, bam. Da Mail 3 wird gerade hochgeladen. Dann kriegt das auch von mir hier gleich ein Thumbnail, das da heißt Details wiederverwenden. Ich nehme dich. Jo. Dann machen wir ein 3 von 5 rein. Papengu, das Wasserschwein. So. Oder hieß mit scharfem S ist doch Pengo. Falls ihr euch fragt, warum ich so viele extra Buchstaben schreibe, ja, weil ich euch was bieten will. Nee, weil meine Tastatur kacke ist. Warte mal, ich kann sie mal in die Kamera halten. Das ist meine Tastatur. Nicht wundern, da fehlt eine 4. Die 4 habe ich hier. Ist eine gute Tastatur. Gucke hier. Uiuiui, wie lange ist meine Kamera so beleuchtet und tralala und hin und her. Und schön zum Zocken bestimmt super gut. Ich zock halt nicht mit Tastatur, weil ich so dumm bin. Aber zum Schreiben total scheiße. Es ist unglaublich. Ich habe eh schon Knackwurstfinger. Normalerweise benutze ich, was habe ich denn hier? Eine Cherry KC 6000 Slim. Also diese hier. So, das ist, und die ist super. Die ist halt schön, die Tasten, ja. Tasten schön dünn, alles super. Kannst du mitschreiben. Bei denen hier, alter Schwede, bei der Tastatur, hey, es ist wirklich schlimm. So, ist ja jetzt auch egal. Was man hier noch machen muss, ist speziell für Kinder, ja, gewiss. Bezahlte Werbung, träume ich von. Mittlerweile auch nicht mehr. Das ist mir alles scheißegal. Hier unten stimmt's noch, alles klar. So, passt soweit, alles klar. Abspann machen wir noch hinzu. Dann nehmen wir einfach mal den Abspann von dem da. Alles klar, Scheißdreck drauf. Und das Ganze soll rauskommen. Nix, nicht öffentlich. Am 23. um 16:30 Uhr. Dankeschön. So. Dann hätten wir das. Und jetzt gucken wir mal, wie sieht's da drüben aus. Hat noch einer das Video geguckt. Hör doch auf, ey. Ich werde ja noch berühmt. So, dann gehen wir hier gleich hin. Im Video Nummer 2 und wählen das Video Nummer 3 am Ende, dass das da auch schön auftaucht. Alles klar. Haben wir das eigentlich hier auch gemacht? Nicht, dass das da fehlt. Yep, hier ist es in Ordnung. Und da habe ich ja gerade. Und da ist dann noch nichts drin. Guti. Guck mal, da könnt ihr hier, ach, meine riesigen Anklickzahlen könnt ihr hier sehen. Könnt ihr auch sehen, wenn ihr die Videos so anguckt, macht Sachen. Ist egal, ist jetzt kein großes Geheimnis. So, was haben wir eigentlich noch? Irgendwelche Shorts in der Liste? Nee. Nö.
Nö, haben wir nicht. Ja. Okay, dann, ja, soll es das hier gewesen sein. Ich habe euch jetzt genug von meinem schönen Kanal gezeigt. Und das hier, oh, da müsste ich, upsala, ach komm. Also, die kriegt er noch gerade selbst hin. Könnt ihr mal probieren, drauf zu kommen, die ist nicht mehr dran. Ja. So, mit diesem abschließenden Kamerahusten, das Kamera für den Mund, wie heißt das? Mikrofon. Nächstes Mal nehme ich wieder auf, wenn meine Freundin schläft. Dieses Gegacker da im Hintergrund, wenn ich mal wieder irgendeine Quatsch erzähle, ne? Ist das schlimm. So, die. Was soll ich sagen? Ja, ich habe schön ins Mikrofon gehustet. Alles super, alles geil. Guck mal, gucken. Oh, guck mal, da ist gerade ein Livestream. Hey, geht alle da drauf. Immerhin, ein Aufruf. Das war ich selbst. Ich wollte gucken, ob er läuft. Ja, so. War's von mir heute. Haben wir fleißig GIMP 2.10.38 benutzt. Ja. Schaltet morgen wieder ein, wenn ich wahrscheinlich nicht live gehe, weil morgen ein Event angesagt ist. Ich gehe davon aus, dass dann entweder mein Arbeitsplatz in Flammen aufgeht, was sehr wahrscheinlich ist, oder ja, dass sich jeder in die Hosen scheißt, dass wir dann endlich mal wieder ein bisschen Stress kriegen, also positiven Stress, damit es wieder läuft, damit wir alle ein bisschen was zu rennen haben, weil im Moment sind wir alle, weil Off-Season ein bisschen am Rumdröseln, keine Ahnung, was das ist, aber weißt du, so, wenn man so letztohrig da rumsteht halt, das ist doof. Dann haben wir wieder ein bisschen Action und dann kommen wir wieder ein bisschen in Wallung und dann läuft das wieder. Aller gut. Tschüss. Habe ich eigentlich ein Fade-Out drin? Ich weiß gar nicht. Sollen wir mal gucken? Ich guck mal, ob ich ein Fade-Out drin habe. Ich kann ja da noch ein bisschen labern. So, ich fade mal out. Oh, tatsächlich ein Fade-Out, aber ihr hört mich immer noch. Soll ich mich wieder einfaden? Ja, ist ja gut. Ich höre schon auf. Wo ist denn das Bild? Ey, Junge. Hallo? Wieso ist mein Desktop nicht zu sehen? Ich bin ja ganz, ganz alleine im Schwarz. Yeah, das ist nicht gut. Das ist. Ach so. Sorry. Gucke. Ja, nee, ist jetzt gut. Komm, ich mache jetzt hier ein Fade-Out und halte dabei die Klappe, sodass ihr wirklich denkt, wenn es runterfährt, dass ich dann leiser werde. Ich kann ja so Echo-Style das irgendwie machen. Also ungefähr so. Tschüss.